dafür, dass ich heute, auf diesem 29. April, Zeit hält für eine schon 60-jährige Tradition heute zu Stengefurt aufrecht zu halten, für am Vierfeld vom 1. Mai, auf der einen Seite zu schaffende Leute zu gedenken und auf der anderen Seite als dem historischen Ursprung. Gemeinde Stengefurt wäre nicht die Gemeinde, die wir heute kennen, weil wir nicht auf eine mehr wie 170 Jahre alte Industriegeschichte zurückgucken. Das ist als Industrievergangenheit mit all den tausenden Leuten, die an der ganzen Zeit hier geschafft haben, die maßgeblich Bild von der Gemeinde und Zusammenleben geprägt haben. Ich denke dafür an allem als Schmelzvergangenheit von 1846 bis 1932 oder an die dazugehörige Zillen- und Zementfabrik, die später Phenolfabrik, Uniroyal, heutig Glanzstoff, Textilkort, ohne aber auch die vielen kleinen mittelständischen Betriebe an der Gemeinde zu vergessen. Die Feierlichkeiten vom 1. Mai sollen uns dafür daran erinnern, von wo wir hier kommen. Zudem, wo viele von den Klassenkämpfen, die am 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts international gefordert sind, zwischen denen, die hier Arbeitskräfte gegen Geld verkauft haben, an den finanziell besser gestalteten Obrigkeiten auch heute zu Stengefurt an den Betrieben für Spannungen gesorgt. Es war ein langer Weg, bis endlich die Arbeiterinnen und Arbeiter von einem dezenten Lohn und guten Arbeitskonditionen profitieren konnten. Seit 1890 wird diesen Tag übrigens auch heute zu Lützeburg organisiert, am Anfang nach ohne dass die Arbeiter dafür freigestellt sind. Sind hier und die Arbeiter und die Arbeiterinnen und Gewerkschaften einen oft langen und ständigen Weg hinzuschlagen müssten, für schlussendlich kontinuierlich die Arbeits- und Lebenskonditionen von allen Schaffenden zu verbessern. Mit dem Resultat, dass die 40-Stunden-Woche, den 8-Stunden-Arbeitstag, Krankenversicherung, Indexierung von der Löhne, Renten, Unfallrenten, Mindestlohn und Arbeitsrecht für uns Haut eine Selbstverständlichkeit sind und jeder von uns davon kann profitieren und uns erlaubt tun, ein dezentes Leben aufzubauen. Am Tag von der Arbeit würde ich aber auch an die Leute denken, die keine geregelte Arbeit können nachgehen. Etwas mehr wie 17.000 Leute sind im Moment ohne Arbeit. Mehr wie 17.000 Leute, denen die Lebensgrundlage fehlt, für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu feiern. 17.000 Leute, die von der Gesellschaft oft als Menschen zweiter Klasse angestuft sind und nicht wissen, was die Zukunft bringt. Arbeit ist wichtig für das Selbstwertgefühl von allen Einzelnen von uns. Und dabei ist es irrelevant, ob ihn am Supermarkt das Regal erfüllt, ihn als Firma oder Firma am Spital oder Kranke guckt, als Enseignant oder Enseignant Kanner erzieht oder als Ingenieurin Bricken an Häuser plant. Alle Einzelnen für sich als für ein Zahnrad nötig für das Dauerweg von unserem gesellschaftlichen Zusammenleben funktioniert. Alle Einzelnen verdient den tiefsten Respekt, weil es kommt auf alle Einzelnen an. N'oublions pas le bénévolat lorsque nous parlons de travail. Le travail bénévole, qu'il s'agisse de l'implication dans un club sportif, une association de jeunesse ou dans le domaine de la culture, de la musique ou des services d'urgence, est aujourd'hui indispensable et constitue la colonne vertébrale de notre société, et ça dans de nombreux domaines. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les bénévoles qui sont présents ici ce soir.
Den Europadach als für uns ein wichtiger Anlass für die Errungenschaften von der europäischen Integration zu feiern und uns auf die Zukunft von Europa zu freuen. Am 9. Mai 1950 hat Robert Schuman, ein Visionär, mit seiner Deklaration den Grundstein für die heutige Europäische Union gelöst. Hier hat die Notwendigkeit von einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den Ländern erkannt. Stungen historisch gesehen echt die Kontrolle von Kohle und Stahl am Vordergrund, für zu verhindern, dass das Rohstoffe nach einmal für Kriegsfeierung genutzt gehen, so geht die europäische Integration hautweit darüber raus. Ziel bleibt aber noch immer dasselbe: Frieden und Wohlstand in Europa zu sichern. Und heute können wir mit Hoffnung erzählen, dass die Europäische Union der erfolgreichste regionalen Zusammenschluss auf der Welt ist. Die EU ist für allem eine Gemeinschaft von Menschen mit unterschiedlichen Originen, Kulturen, Alters und Geschlecht. Und nicht zu vergessen, 27 Länder mit ihrer eigenen Geschichte. Eine kulturelle Vielfalt, die die Europäische Union so reich und dynamisch macht. Als Bürgermeister von einer Gemeinde, die mittlerweile Menschen aus über 90 Nationen zählt, kann ich die Bereicherung durch die kulturelle Diversität nicht mehr begrüßen. Es ist als Pflicht, für dem Hintergrund vom blutigen Zweiten Weltkrieg und den Millionen von Toten auf dem europäischen Kontinent als gegen alle Formen von Ausgrenzung zu stellen. In dem Kontext wird in den nächsten Jahren Kohäsionspolitik von der EU noch mehr Bedeutung gewonnen. Wir müssen den Zusammenhalt zwischen allen Memberstaaten und Regionen stärken, wirtschaftlich und sozial Ungleichheiten reduzieren und eine gerechte und inklusive Gesellschaft aufbauen. Zusammen müssen wir für gute Infrastrukturen, Bildung, Innovation und Schaffung von Arbeitsplätzen an alle Regionen und für alle Bürgerinnen und Bürger sorgen. Es muss also ein Anspruch sein und uns selber, alle Leute, die hier leben, dieselben Chancen und Perspektiven zu bieten. Zusammen müssen wir die Zukunft mit Offenheit umgehen. Zusammen müssen wir aber auch Werte von der EU herstellen: Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität, Zusammenhalt, Vielfalt und Inklusion. Und das nicht nur auf dem Dach von Haut, sondern am Alltag, an der Gestaltung von unserer Politik mit Abbannen. Und das auf einem europäischen, nationalen, regionalen, aber auch kommunalen Niveau. Als Gemeinde Stengefurt setzen wir uns 10 Jahre für das Werte an. Wir dafür auch die ganz große Eier am Anschluss in das Zeremonie zu invitieren, mit in der Abweihung vom BürgerInnen-Café an unserem zukünftigen BürgerInnen-Haus teilzuhören, ein offener Platz vom Madenehmen, ein Raum, der für alle BürgerInnen zugänglich wird sein. Ein schöner 9. Mai, vive die Europäische Union, vive Lützeburg, vive Gemeinde Stengefurt. Merci. Stengefurt hat an der letzten Legislaturperiode schon ein größeres Bürgerbeteiligungsprojekt lanciert gehabt, wo wir für mal Etat die Lüge gemacht und geguckt, wer ist an den Bereichen von der Jugend, vom dritten Alter, von der Chancengleichheit, aber auch von der Integration an der Gemeinde für die vielen, die für uns leihen. Darauf sind wir ein Plan d'Action kommunal, transversal, eben an den 4 Bereichen abgestaltet, den als Priorität soll für die nächsten Jahre festlegen. Natürlich eine klare Bereiche determinieren, welche Aktionen sollen geholt gehen, für auch meistens auf Besoin von unseren Bürgern können anzugehen. Ein von denen Besoin, den du direkt am Anfang rauskommen, wäre, dass wir als Bürger sich wünschen, einen Platz zu haben für den Échange mit denen zu haben. Ein Échange über alle Alteren, über das Geschlecht, über alle Originen heraus, ein Platz, wo der Madeleine am Vordergrund steht. Und ja, du hast natürlich darum gerne für uns als Chef oder als Gemeinde oder als Service zu gucken, wo wir das könnten hinmachen. Wir haben den Bestand von unseren Gebäuden durchgeguckt, guckt, was da war, und sind dann relativ sicher auch auf das Gebäude von der aller Schule hier zu Stengefurt gekommen. Für was das alle Schule? Weil die alle Schule hier als erstens am Zentrum, zweitens, also da war ein Platz, wo über Jahrzehnte eine Wäsche
Leid kann an Ausgänge sehen, Freundschaften geschlossen sind, de Maden gelieft Chinas. Genau dat war den Denken genau auf dieser Platz für morgen an der Zukunft dem Gebäude die neue Affektation zu kommen lassen an das Biergerhaus an dieser aller eben an der bringen. Parallel dazu geht aber nicht nur durch Raum zu holen, ein Haus zu holen, geht aber auch um die Herausforderungen zu bewältigen, ein Konzept zu entwickeln, mit dem Leben, wo wir wollen, das Haus auch bannen dran füllen. Da waren letztes Jahr schon eine ganze Reihe Workshops. Ich sehe noch halb pure Gesichter von Leuten, die durch eine Deal geholt haben, die ganz ungeduldig sind, dass es so endlich richtig losgeht. Denen 700 Leute, die durch eine Deal geholt haben, eine ganz große Merci. Von dieser Platz aus, für all die Frauen, die es abgebracht haben, fragen wir nicht, ob alle eine Antwort tun, wäre doch normal ist. Weil das Konzept von dem Biergerhaus aus der nicht top-down, sondern das mit den Bierger zusammen die Antworten auf Fragen zu finden. Der Biergerinnenhaus soll ein Haus von den BiergerInnen für die BiergerInnen sein. Und das ist eben noch die große Herausforderung, die an den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf uns durchkommen. How das die erste Etappe, das ist die Erweiterung vom Raum. Weil Ziel ist, eine SPL zu gründen, mit motivierten, engagierten Leuten, die das Ganze ein bisschen kadrieren, den Prozess jedoch begleitet. Wir werden aber auch schon erste Aktionen von unserer Seite ein bisschen mit Führung drücken. Da waren zum Beispiel Ideen wie ein älterer Kaffee, den schon wie weit vorgeschraubt war auch eine Soirée littéraire, die mir weit Führung gedrückt ging. Das Projekt, die mal direkt parallel zu dem Prozess eben werden konkretisieren an der nächsten Woche, für das man auch möglich das Haus sehr wie möglich mit Leben gefüllt kriegt. Wie gesagt, Tannendrohen werden wir den anderen Prozess auch en Platz setzen. Aufschließend will ich große Merci aber für allem dem Marcel Jemming nachgehen, der den Prozess als externe Berater von uns begleitet wird. Natürlich auch allerlei beleidigten Gemengeservice, nach alle Leute, die da so ein Konzept schon so gut für Führung gedrückt haben, wie es haut. Natürlich auch alle Corps de Métier, die Datei möglich gemacht haben, um das dort umzubauen und die runter gesiedert, das ist noch immer ein Teil einer Show. Und es werden noch viele reinkommen an den nächsten Jahren, die müssen schrittweise modernisiert gehen. Das werden wir peu à peu machen. Und die können alle gute Materialien teilen und die können auch verschiedene gute Ideen, die dir noch auch als Mat auf den Weg gehen. Ganz groß persönlich am Nimm vom Chefner Gemengerot haut op der Kleindettner Kirmes zu begrüßen, die wir haut nur Teil abmachen. Wir wissen alle Götten, dass ein feste Rendezvous am Dörfleben mehr wo am Gemengeleben von der Gemeinde Stengefurt schon mal so gelos, dass die 19. Edition, die wir heute können schon abmachen. Das heißt mehr wie 19 Mal, wo wir aber schon heute können austauschen, man einen flotten Moment verbringen. Und da das Menge stärkt von den Kirmessen insgesamt. Und dafür sollen wir es auch hochhalten und noch versichern, so viel wie möglich Püpp dafür zu machen, für dass der Moment erhalten bleibt, wo Leute sich noch können treffen, begegnen, Leute von allen Altern, von allen Originen, von allen Kulturen, von allen Geschlechtern, die hinkommen, an einen flotten Moment mal den hun. Und natürlich ist das vielleicht auch ein flotter Moment, gerade für die Kanner, die noch können jang oder einer 60 geht essen, aber ich man nicht gehen und dann so auch manche flotte sonnige Weekend genießen.
Judith gesinn ist net der lang he. Ich hun haut mein kleine Bo mein Frau dabei. Aber anscheinend ist den Parcours gucken de Milo schon 400 Geburt von dem Klängen der mat gemerk hun mir auch haut. Da geht mir den eigentlich a enger privilegierter Situation ma heute zu Lützeburg sinn. Eng Fra kommt vun exzellente Soen profitieren a gynäkologischer Betreiung. Am Vierfeld vun der Geburt haut wie de Klängen der Welt das braucht meist net viel Surgen zu machen. Wir wissen, dass ein Hai die beste Chance wird. Wann der den Hauptobjektiv von der Fondation guckt hier am Burkina Faso zu helfen, ein Land von maybe 22 Millionen Leute, die do aktuell leben, mit einem Revenu moyen von 67 € pro Monat. Da weist dat mengglisch a wéigen verärmsten Verhältnisse die Leute hanne muss leben, an dat erstreicht ohne lo weiter an Detail zu goen, wie wichtig ist, dass es Fondationen, Assoziationen gehen, die do op den Terrain gehen an de Leute hëllefen. De Leute hëllefen sich selber zu hëllefen. Natürlich da ganz gut immer an den Vordergrund gesagt, und das wat ich bei der Fondation Dr. LW Engel so Flottbande bei all den Projekten, weil sie kriegen eng nachhaltig Tenue, auch dadurch wollen einfach die Leute nachhaltig Wissen vermittelt kriegen, vor allem bei den Formationsprojekten, auch Listungsprojekten, die mit den jungen Erwachsenen gemerkt haben, die an dir verzreckt gehen, am Anfang das Wissen auch durch weitergehen, Kooperativen gründen oder an der Santé, wo dann aber noch an dem Bereich für mich nachhaltig besser Versorgung auch an den ruralen Gegenden, an dem trotzdem Land von der feierter Welt, ich weiß nicht von der dritten, aber von der feierter Welt, aber assuriert kann gehen. Die sieht über 20 Jahre mit dem Projekt hier am Gang. Ich wollte dich dafür ganz große Merci am Namen von mir persönlich, mehr aber am Namen von der ganzen Gemeinde Stänge so für den Engagement, das ist ein Engagement, den ich auch, ich gucke ein paar von denen Benevolen, die ich direkt gesehen habe, viel Benevol habe ich dann Zeit, die daran investiert geht, und das ist wichtig, dass in der hört für die Projekt auch die Projekte, die du haben, die noch an der Zukunft mit Führung zu treiben, und das ist natürlich auch wichtig, die finanziell Moyen an run zu holen, für das können auch an der Zukunft können zu machen. Merci auf jeden Fall auch alle Leute, die hier geholfen haben, alle Klassen, alle ASBL, die haben stehen. Die man ein wunderbar, wenn der Gemeinde braucht, zeigt nicht, ich bei euch zu melden.